Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, dann gehen wir mal an die Dranseier. An dich vor allem, du dummer Bandit. So. Ach ja, jetzt fliegen halt mal die Pfeiler. Eieieiei. Alter Falter, ist ja gut. Hätten wir gleich übertreibe, Jungs. So. Machen wir da hier in der Barm. So. Ja, das ist ja nur so ein Gammler. So. Gut. Bei dem ist ja nicht weiter schlimm. Die sind nicht besonders stark, die Typen. Dann wieder da hier. Und hier so. So, da. Okay, wie schaut's denn hier aus? Sind die... Ne, die sind immer noch nicht auf Hab-8-Stellung. Okay. Dann wird hier nochmal gespeichert. Und bin ich immer noch dran? Was sagt ihr dazu? Jetzt bist du dran. Natürlich. Autsch, autsch. Und... Okay, jetzt bin ich gerade wirklich dran, ja. Boah, scheiße. Autsch. Ja, renn so schnell wie du kannst. Oh. Das war's für dich, Penner. Ja, Hauptsache nochmal schön beleidigt. So. Puh, meine Fresse. Das sind aber ein paar üble Typen hier. Was ist das überhaupt hier? Naja, so ein gammlicher Blitzzauber nochmal. Ne? Na gut, dann hier. Ihr scheint Ich mach dich fertig. Ihr scheint die stärkere zu sein hier. Okay. Da gehen wir erstmal in Deckung für deine scheiß Pfeiler. So, der Typ versucht's auch nochmal irgendwie. Was weiß ich, wo der lang rennt, der Dappschädel. So. Okay, der hat eine Armbrust. Gott, das ist so ein 300er Bandit wieder gewesen. Ganz schnell. Okay, weil bis die... Huch! Und dann der jetzt plötzlich hier. Gott, das waren 2 von der Sort nochmal. Schnell nochmal Heiler. So. Und jetzt auf die wieder los. So, dass sie mich nicht erwischen. Nur genug. Und dann kommt mal her, ihr Idioten. Jetzt seid ihr nämlich dran. So. Und, wo ist denn der Letzte? Okay, der Letzte scheint sich irgendwo in Luft aufgelöst zu haben, oder dann habe ich mit erwischt. Mir an sich egal. So. Hauptsache ich krieg die Knabe hier nochmal zu fassen. So, da la. Ja, die haben hier Pfeile durchaus sehr häufig verschossen. Von daher viel ist und nimmi dabei. Nur noch 12 Pfeile oder so. Hätte ich durchaus noch riskieren können. So ein Pfeilhagel hinter einem schützenden Baumstamm oder so. Hätte man wahrscheinlich nichts ausgemacht. Okay, dann können wir die jetzt nochmal plündern. Ach, wenn bei denen nicht besonders viel dabei ist. Das war wohl der A-Führer hier. War nämlich einer von einer etwas stärkeren Banditen. So, dann noch zu dem hier. Okay, der hat nichts mehr. Den habe ich schon geplündert. Der wiederum nicht. So, perfekt, ne? Ich wundere mich jetzt. Hätte ich jetzt die Banditenrüstung angelegt, hätten die mich dann in Ruhe gelost. Möglich, ne? Hätte ich eigentlich jetzt hier die Banditenrüstung angelegt, hätte es sein können, dass die mir nichts machen. Naja. Okay, auf jeden Fall hätten die wieder ordentlich Erfahrungspunkte gebraucht, aber ich will erstmal zum ehemaligen Stonehenge-Gebiet gehen, weil da kann ich ja was mit Angars Amulett machen. Oder hier ist noch ein ehemaliger Wachturm. Da kann ich auch noch hingehen.
Oh je, oh je, oh je. Nee, da kann ich nicht hingehen. Das ist der andere Wachturm, den ich vom Sumpf aus ganz gut erreichen kann. Dann mal lieber wieder hier. Und das sind Orks. Alles klar. Okay, nur 3. Okay, das wird schon nur mal härter. Ja, gut. Und ich habe noch nette mal ein einzigste mitgenommen. Na klasse. Ja, jetzt ist das Glück Flöte gegangen, von wegen nur Orks, ne? Ups, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht auf die Karte gucken. Gerade jetzt hängt das sich ja noch oft dabei. So, probieren wir das noch einmal. Genau, mit viel Schwein lande ich doch nämlich irgendeinen Crit. Und dann war's das mit der Nacht. So. Komm mal her. Last Orc standing. So. Gut. Das lief doch ganz ordentlich jetzt. So, dann plündern wir die nochmal, sofern sie was haben. Da hat wenigstens noch 9 Goldstücke dabei. Nehmen wir gern. Da ist nichts zu plündern. Das ist dann immer das Schlimmste, wenn die Orks noch nicht mal irgendwas haben. Du war der Typ mit seiner 9 Goldmünze anscheinend der Chef hier. Okay, so. Dann nochmal zurück, nochmal einen Trank trinken. Das letzte Wagviech nochmal abmurksen. Ja, der grunzt hier freundlich in der Gegend rum, der Wag. So. Gut. Dann geht's weiter. Kleine Goblins. Oh, ein Troll ist noch dabei. Oh, leck. Das kann ja wohl nie einfach sein, ne? Okay, anscheinend fühlen sich Goblins sehr sicher, wenn ein Troll in der Nähe ist. Wobei ihnen der Troll jetzt nichts gebracht hat. Hey. So. Der Troll hat tatsächlich nicht gerade viel gebracht. So. Das Zeug nehmen wir doch mal an uns, auch wenn es nur Äste sind. Nichts zu holen. So. Und ja. Da können wir nochmal die Heilwurzel abstauben und die Truhe haben wir bestimmt auch noch nicht geknackt. Ein Gehstock ist drin, was man halt so in der Wildnis deponiert, ne? Das hätte mich jetzt aber echt gewundert, wenn du jetzt tatsächlich Monster schrumpfen oder so drin gewesen wäre. Oh, der blubbert vor sich hier. Gut. Ja. An den Troll kann ich mich eh nicht dran wagen. An die Waage wiederum kann ich mich dran wagen. So. Oder auch nicht. Ich sehe schon die Schlagzeile bei der Bildzeitung. Ritter im Wagrudel zerfetzt. Nee, das ist auch nicht gerade so gut. Allerhaupt, dann gehen wir halt auch um das Wagrudel rum. Allzu viele von den Biester sind nicht gut. Da kommt nämlich auch gleich das ganze scheiß Rudel gerannt. Doch nicht? Ja, wir gehen lieber ein bisschen weiter zurück. Okay. Einer habe ich zumindest mal geschafft von einem Rudel. Vielleicht lassen die sich ja doch rauslocken. Ja, es sind nur 2. 2 kann ich packen. Ja, 2 kann ich packen. Aber lieber nicht zu viel Versprecher. Aber wenn ich doch kein einziges Crit land. Jetzt kommt noch die Blutfliege dazu.
Aber die Blutfliege soll mal geringstes Problem sein. So, puh. Heidewitzka. Das ist dann halt auch diese Scheiße, wenn man trotz 60% kein Crit landet. Das ist echt bitter. So. Gut, jetzt kann ich auch noch das Wagrudel erledigen. So. Dann kann ich ja doch noch relativ ungestört meinen Weg normal fortsetzen. So. Gut, da wollte ich nämlich eh lang. Aber der Troll meide ich nach wie vor. Das ist etwas... Wow, das ist doch geschickter, denke ich. Na dann. Gott, Skelette sind anscheinend kein großes Problem mehr. Irgendwas knattert hier auch noch in der Gegend rum. Was? Ah, Snapper. Okay. Ich habe doch gewusst, dass ich da irgendeinen Scheiß noch gehört habe. So. Gut, gut, gut. Ich hoffe doch mal, das hier ist eine Steintafel. Ah, nee, scheiße. Alte Steintafel auch noch. Nicht mal irgendeine attributsteigernde Steintafel der Stärke oder so. Okay, da ist nochmal ganzes Snapper-Rudel hier. Aber wenn du Untote sind, sind wir auf jeden Fall schon mal richtig beim Stonehenge. Okay, da war doch mal ehemals auch so eine Schattenläuferhöhle, wenn ich mich richtig erinnere, aus Gothic Ends. Nicht Gothic 2, wir sind ja beim Gothic 2, Herrgott nochmal. So. Komm schon. Komm schon. Meine Fresse, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Crits sind ausgesetzt, ohne Witz. So. Quatsch, das will ich doch gar nicht. Ich will kleine Wundheilung, so. Sah aus, als hätte ich irgendeinen Teleport-Zauber ausgewählt. Nur so nebenbei. Ich glaube, das machen wir jetzt nämlich auch einmal. Falls ich einen Teleport-Zauber noch aktiv haben sollte. Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Sonst hätte ich den definitiv hier ausgesetzt. Dass ich nicht aus Versehen mich wieder wegteleportiere. Das kann ja wohl passieren. Okay. Solange nur die 3 Snapper kommen, soll es mir recht sein. Die kann ich ja platt machen. Mit viel Glück sogar noch mit einem Schlag. Ja, wie bei dem hier. Und das Rudel ist anscheinend so blöd und so begreife, dass du gerade Blitzei geschlagen ist in eins von ihren Rudelmitglieder. Naja, soll mir recht sein. So, Drachensnapper. Mitsamt normalem Snapper. Ach, das ist mir noch recht. So, zuerst der Drache-Snapper. Hey! Gut. Das lief doch noch ganz okay. Nicht super, nicht berauschend, aber es lief ganz okay. Es hätte schlimmer gehen können. So. Gut, gut, gut. Mit dem ganzen Rudel kann ich mich zwar nicht anlegen, aber immer mal so Teile vom Rudel, die funktionieren. Okay, hier ist anscheinend keine Höhle mehr im Fels drin. Entweder weggemacht, bewusst weggemacht oder verrutscht im Laufe der Zeit. Im Laufe der Wochen. So. Wieder ein Drache-Snapper weniger. Da ist jetzt nur noch ein normaler Snapper da, aber auf die 120 Erfahrungspunkte verzichte ich definitiv nicht. Komm her, du. Kotzosaurus Rex. So, dann. Ja, die Schattenläuferhöhle hat es hier anscheinend nicht mehr in Gothic 2. Das ist etwas schade. Aber wir können auf jeden Fall zum Stonehenge gehen. So. Gut, 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 gut. Moment. Ich habe doch irgendwie auch so einen Fimmel, das für den Speicherbildschirm muss einfach alles sauber aussehen. Ich kann das nicht haben, wenn da noch so ein Magie-Effekt drin ist oder sonst was. Ach, nee. Irgendwie stört das so meine innere Ästhetik. Ist das irgendjemand, der da... Ah, es ist ein Keiler. Ich höre, da liegt irgendeiner tot rum. Sah aus, als wäre da ein toter Schattenläufer, sag ich. Als wäre da ein toter Drachenjäger rumgelegen. Huch! Das sind auch noch ein paar Skelette.
Das bringt mich gerade auf die Idee, ich könnte mal heiliger Pfeile ausprobieren. Ah, tatsächlich, 2 heilige Pfeile reichen für Skelette. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Wofür hat man dann die Paladin-Zauber, ne? Wofür hat man den Käse dann? Pumpen wir uns mal ganz auf. Und dann ist... Ah ja, da ist der Pass tatsächlich hier von Skelette bewacht. Hoch. Gut. Scheint zu funktionieren. Die kann ich jetzt mit Magie einfach ausschalten. Nur 2-mal treffen, wenn es klappt. So, da können wir den Weg theoretisch ja eigentlich bis zum neue Lager-Eisgebiet zurückgehen. Gut, gut. 2 Skelette, die nur bewachen, ist in Ordnung. Da war aber vorher schon untote Aktivität. Das wissen wir ja noch aus Gothic Ends. Da war ja einer von der Fokusstelle. Und am Stonehenge. Und da war durchaus ziemlich üble Zombie-Aktivität. Beziehungsweise Skelett und ein Zombie, ein verfluchter Erzbaron, ehemaliger. Stimmt irgendwas nicht? Hörst du das? Ich habe noch nie in meinem Leben so ein fürchterliches Geräusch gehört. Was meinst du? Ich höre nichts. Die ganze Umgebung hier stinkt nach Tod und Verderben. Ja. Die verfaulten Kreaturen bewachen den Felseneingang zur Gruft da vorne. Etwas Grauenvolles verbirgt sich darin und schickt seine Schergen an die Oberfläche dieser Welt. Ich bin mir fast sicher, dass mir mein Amulett hier irgendwo abhanden gekommen ist. Okay, na dann. Hast du mit den Drachenjägern gesprochen? Ja, aber ich hatte eine Gemeinschaft erwartet, wie sie bei uns im Sumpflager üblich war. Die Jungs sind nichts anderes als ein wild zusammengewürfelter Haufen von Idioten. Nichts für mich. Okay. Was verbirgt sich in der Felsenhöhle? Irgendetwas lässt mich nicht an diesen Felseingang heran. Er wird von einer magischen Kreatur bewacht. Ich habe es nachts die Gegend absuchen sehen. Ein abscheuliches Wesen. Es schwebt zwischen den Bäumen hin und her und man hat den Eindruck, dass es alles Leben in seiner Umgebung aufsaugt wie ein Schwamm. Okay. Lass uns zusammengehen. Ich werde es versuchen, aber sieh dich vor. Es könnte sein, dass das ein Skelettmagier ist. Wenn er sagt, es schwebt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Vieh hier ein Skelettmagier ist, der... Und die hat man ja in Gothic Ends auch gesehen, die sind ja eher so Nekromantie-mäßig unterwegs. Die beschwören Skelette, die sie dann als Krieger vorschicken. So. Also wie es aussieht, kommen wir wohl doch einfach so hier. Oh. Okay. Ja, tatsächlich. Ein Skelettmagier. Da kümmern wir uns mal um den Mistkerl. Erst der Skelettkiller und dann ihn. Gut. Nur Tod und Verderben. Ich muss hier weg. Wenn du meinst. Ich guck mich erstmal ein bisschen um. Skelettmagier. Oh, Trank des Geistes und Angas magisches Amulett. Mana-Bonus plus 10. Ja, dafür hat es sich natürlich gelohnt, hier in so einen Sumpf der Nekromantie runterzusteigen. Laborwasserflasche. Aber schade, die bringen hier leider nur 300 Erfahrungspunkte und nicht die 500, wie sie in Gothic Ends gebraucht haben. Goldene Schale und Kohle. Aber ja, das war ja irgendwie logisch, dass der Ort hier solche Wesenart zieht. Wunder, dass keine Suchende hier dabei sind. Aber ich finde schön, dass der so ein Elixier des Geistes bei sich gehabt hat. Das gefällt mir doch wiederum ganz gut. Und natürlich ist hier auch spontan ein Belia-Schrein noch entstanden. Und wir gucken jetzt erstmal in die Truhe rein. Links, rechts. Für 5 Gold. Jo, Allah. Ach, besser als nackig in die Tasche gegriffen. Da liegt noch ein Trank rum. Weihwasser. Warum auch immer beim Nekromant, ein untoter Nekromant, Weihwasser rumliegt. Das geht so auf. Ja, natürlich ein Gehstock. Was? Ach, sonst. Was erwartet man sonst hier? Okay. Der Belia-Schrein ist auf dem Skelett aufgebaut. Das finde ich fair. Den hat man hier Drage nachelt und hat den Kopf entfernt. Ach, nicht schlecht.
Sadismus für Fortgeschrittene nennt man das. Wie sieht's bei uns aus? Ja, okay, Extrakteheilung ist Quatsch. Spezielle Tränke brauen. Das Geschicks der Geschwindigkeit, Elixier der Geistveränderung. Ja, das war das von Fortuno, genau. Ich nehme an, ich kann jetzt nicht zufällig noch... Ja, zu wenig Rohstoffe, war ja klar. Naja, man hätte es probieren können. Ich wusste zwar eigentlich besser, dass es nicht funktioniert, aber man hofft ja ab und zu mal, dass man auch mal Glück hat. So, jetzt habe ich mal ein paar von den Dinger noch gebraut. Ist in Ordnung soweit. Was ich auch noch gucken wollte. Wie geht der Klaue Belias? 139 und 516. So, dann speichern wir hier gerade nochmal. 139. Gucke, was es jetzt macht. Ja, jetzt sind wir bei 506 statt 560. 111, 34. Jo, da nehme ich auch die 10 Lebenspunkte in Kauf dafür. Dafür, dass ich einfach ein bisschen Schade wieder mehr mache. Du hilft jedes bisschen Schade mehr, würde ich sagen. So, Kerl. Knochen eines Skeletts. Alter, ist das laut hier draußen. Das war schon beim Eintreter hier aufgefallen. Ich habe dein Amulett gefunden. Danke. Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen. Was macht es für dich so besonders? Es war ein Geschenk. Verstehe. Na dann, tolle Was hast du Erklärung, nun ne? vor? Nichts wie raus aus diesem verfluchten Tal. Vielleicht sehen wir uns noch mal wieder. Leb wohl. Gut, dann habe ich dem sein Quest jetzt auch noch beendet. Alter, die Umgebung hier ist abartig laut. So, warum auch immer hier einfach nur die Umgebung so pervers laut ist. Ja, da kommen wir hier durch. So. Mit euch Viecher wäre ich da mittlerweile ziemlich easy fertig. So. Gut, 3 Skelette einfach mal so platt gemacht. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Versuchzeich. Okay. Ja gut. Da ist nochmal spontan ein Suchender entstanden, wie es aussieht. Aber es muss ihm nicht wundern. Ich hab's der Uno ja schon gesagt. Ups. Es muss ihm ja eigentlich nicht wundern, dass die Suchende auch an solche Orte sind. Wir können froh sein, dass da unten nicht alles voll mit Suchende war. Weil gerade solche Gebiete locken ja eigentlich die Nekromante und Belia-Anhänger und Schwarzmagier und Viehzeugs an. Und selbstverständlich auch die Untote. Deswegen wundert es mich nicht, dass hier auch Suchende rumschwirren. Ein Stängel Sumpfkraut, Rune und Laborwasserflasche. Was ist denn das für Rune? Bestimmt kein Paladin-Zauber, so viel kann ich schon mal sagen. Es ist Eispfeil. Leichte Wunden heilen hätten wir hier einmal. Feuerpfeil und Angst hätten wir sogar 2-mal. Ja, 3 magische Kreise zu niedrig, 1 magischer Kreis zu wenig, 2 magische Kreise zu wenig. Allerhaupt 50 und 25 macht das im Vergleich zu meinem heiligen Pfeil, der schon mal 100 macht. Aber der heilige Pfeil, der wirkt halt nur bei bösartige Kreaturen wie Untote. Da sehen wir ja schon das Winterwunderland, wo ehemals das neue Lager war. Und da wage ich mich jetzt doch auch mal glatt hier an der Abstieg, nachdem wir hier die ganze Untote abgemurkst haben in der Gegend. Das heißt, die Gegend ist auch mal wieder gesäubert. Man hätte jetzt auch so viele Skelette umbringen können, wie man Bock drauf gehabt hätte. Der Skelettmagier kann ja immer wieder neue erschaffen. Das ist ja jetzt nicht so das Besondere. Von daher, wenn der Magier tot ist, wenn die Suchende tot sind, optimal, ne? Absolut optimal. So, eventuell haben wir noch ein bisschen Glück und ein paar von den alten Höhle sind hier noch dabei. Wo dann damals ein Bluthund, glaube ich, noch drin war, hier auf dem Weg noch over war, kleine Höhle, wo ein Bluthund drin gesessen hat. Aber man merkt schon, hier wird es eindeutig eisiger. Und das verursacht wohl alles dieser Eisdrache.
Der wohl der Stärkste von der ganze Drache sei soll. Und mir graut's jetzt schon, wenn ich dort dran denke, jetzt mich mit dem Vieh anlegen zu müssen, nachdem der Feuerdrache schon so absolutes Fiasko war. So, erstmal hier die Drachensnapper einzeln anlocken. Ja, so allmählich. Ihr seht's ja auch hier, jetzt kommt diese Animation, dass es schneit. Also sobald man näher in das Gebiet reingeht, hat man anscheinend auch so eine Schneegrenze betreten. Hier bei uns schneit's gerade nicht, aber du weiter hin. So. Doch, jetzt schneit's auch hier bei uns. Passend auch zu dem Wetter da draußen. Heute Nacht bin ich Heimgefahren und bin mit 50 über die B9 gekrochen. Das war auch ein ziemlicher Krampf, muss ich sagen. Meine Fresse. Das war echt ein ziemlicher Krampf, mit 50 über die B9 zu kriechen und dann auch noch mit 30 um die Kurve zu fahren. Meine Güte. Aber es hat halt geschneit. Es war halt ziemlich glatt auch noch. Von daher, bei sowas gehe ich kein Risiko ein. Ich muss sagen, ich genieße Schnee und Eis doch am liebsten, wenn ich daheim sitze und zock. Das finde ich immer am schönsten. Das fand ich schon früher als Kind immer so am schönsten. Für mich war immer so der Winter die absolute Zockerzeit. Man sitzt drin, man hat es schön warm und du dabei zockt mal gutes Spiel. Entweder so altes, nostalgiebehaftetes Spiel oder man zockt halt relativ Neues und hat einfach Spaß dran. Deswegen, Winter ist für mich eigentlich immer Zockerzeit. Kalte Jahreszeit verbinde ich immer mit Zocker und habe sehr schöne Erfahrungen damit. Okay, du hast ein einzelner Drachensnapper. Jetzt sage den Krallen wir uns doch auch noch schnell. Und auf irgendwas Tollem sitzt er da. Hör doch auf. Oh, jetzt macht er mich auch noch platt. Also, das war etwas peinlich gerade. So, noch einmal. Komm her, du. Ich habe die andere doch auch locker hingekriegt. Es sei denn, das ist ihren König. Nee, eher nicht. Okay, das scheint ein Verwandlungszauber zu sein, weil der so gelb-gold leuchtet. Ah, es ist Feuerregen. Sehr schön. Dazu noch ein Letterbeitel. Ein Eichenbogen und eine Steintafel. Das ist immer gut. Heilwurzel. Heilkraut. Zweimal. Feuer- und Heilwurzel. Perfekt. Was haben wir da noch auf Feuerkraut? Allerhopp. Da wird jetzt nochmal hochgeheilt. Da gucken wir uns mal, was das für eine Städtafel war. War vorher zwitscher ich mir doch noch so der Achtel Riesling rein. Und dann gucken wir doch mal. Städtafel. Das ist Einhandkampf 1. Okay, das bietet mir +2. Ich bin aber nach wie vor mit 2 Händen besser bedient. Okay. Schä. Alte Steintafel haben wir noch. Ein Lederbeutel, so ein 50er. Ist auch gern gesehen, das Ding. Ansonsten haben wir, glaube ich, kein Neue mehr kriegt. Nö. Gut. Dann geht es weiter hier an der Abstieg. Du misst man dann auch wirklich punktgenau bei Silvio und seinem Schlägertyp. Ich habe jetzt allerdings vergessen, wie der Typ heißt. Bei denen 2 müsste man dann rauskommen. Okay, ich nehme einen Pfeil und das ganze Skelett verschwindet. Ah, nicht verkehrt. Ah, da ist noch ein Drachensnapper. Und auch einzelne Drachensnapper können einfach so Gefahr sein. Jetzt ist auch hier das ganze Gebiet schon mit Schnee bedeckt. Während das anscheinend auf dem Bergpass over nicht liegen geblieben ist, das Schnee, der ganze Schnee, scheint er wohl hier auf der Hänge von dem Berggebiet tatsächlich liegen zu bleiben. So. Jetzt wird nochmal geheilt. Und ich mag eigentlich noch da ohne A kommen heute. So. Trank haben wir hier. Sonst nichts. Oh, ein... Oh. Leck. Das sind mehrere Eisgolems. Das ist gar nicht gut. Stimmt, da war ja die Sache noch. Ich erinnere mich.
Zu Silvio und sein Knecht kommt man nur, wenn man die Eisgolems platt macht. Die sagen danach, du bist ja nicht stark genug für sowas. So, Eisgolem, versuch dich. Au. 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 Nee, nicht gut. Ihr könnt euch aber vorstellen, wie man die Viecher knacken kann. Feuerregen haben wir ja gefunden. Nichtsdestotrotz ist Feuerregen jetzt nicht gerade etwas, was ich jetzt für die Viecher hier verschwenden will. Würde ich eigentlich eher zu großer Feuerball tendieren. So. Und? Das macht zumindest nur schade. Okay. Das scheint durchaus was gemacht zu haben, aber ich weiß nicht wie viel. Wir probieren es gleich noch einmal aus. So, nächster großer Feuerball hinterher. Und? Und? Okay. Also nicht. Dann halt ein dritter hinterher. In der Hoffnung, es möge funktionieren. Und. Na. Okay, 3 große Feuerbälle hält er aus. Noch einmal. Dann kriegt er jetzt ins Kreuz geschmissen. Ich hoffe, das bringt was. Und. Na. Na, Allah. Gut, einer ist schon mal tot von einem Mistviecher. Das ist doch schon mal ein großer Gewinn hier. So, dann speichern wir an der Stelle. Ich weiß, da drin im Gebiet sind noch mehr von den Viecher. Aber trotzdem, ich will es ja irgendwie nicht übertreiben. Deswegen sollte ich mal ein bisschen was davon aufheben und sollte dann einfach solo bekämpfen. Mit Glück kann ich beim ersten Mal umgehen. Ja. Und dann brauche ich anscheinend nur einen gewaltigen Schlag und es läuft. Okay, perfekt. Das lief hier tatsächlich besser als gedacht. So, da können wir noch hier das ganze Salatgedöns hier noch abstauben. Und ein Level habe ich auch noch gekriegt. Herz zu einem Eisgolem. Herz zu einem Eisgolem. Da war noch ein toter Drachejäger, genau. Da ist noch ein toter Drachejäger. Silvio scheint seine Leute hier ordentlich zu striezen. Und noch ein toter Drachejäger. A la hopp. Gut. Dann tät ich da mal sagen. Silvio und sein super Typ, die hocken da irgendwo hinter am Lagerfeuer. Genau, da hinten hocken sie. Und bevor wir zu den 2 Schweinebacke gehen, würde ich da glatt sagen, wir schauen uns erstmal hier in dem Gebiet um und sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo ich mich erstmal hier vorne nochmal umgucken werde und dann könnte ich mich schicken zu Silvio und seiner fette Schweinebacke zu gehen. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.